So, liebe Pokémon-Fans, eigentlich bin ich ein bisschen verwirrt, weil da rechts oben sieht man noch kein richtiges Vollmond-Symbol, aber hier sehe ich definitiv einen Vollmond. Zumindest nach meiner Interpretation ist das ein Vollmond. Und deswegen würde man sagen, Moment, ganz kurz den Kopfhörer aufsetzen. So, ohne ist ein bisschen schwierig. Dann würde man sagen, wir gehen direkt darüber. Und gucken uns mal die Piepe beim Mondfestival an. Ob das wirklich so etwas Ähnliches ist wie in der Kanto-Region. Beim Mondberg. Hallo Golbert. Hallo Elite-Pokémon. Ciao Elite-Pokémon. Ach, eben diese Elitis, wa? Dann noch ein Moterpel. Der Baum zuckt. Innerlich vor Freude. Und äußerlich vor Frust. Geht es nicht weiter. Hey, muss ich da durch? Na, guck sich das mal einer an. Das Pi fehlt mir immer noch. Und es ist offenbar immer noch kein Mondfestival im Gange. Doch. Pi, Pi. Pi? Kleinste. Hä? Hä? Wo sind denn alle? Erstatte Shunpei Bericht darüber, dass die Pipi getanzt haben. Ja, warum sind sie abgehauen? Was ist das denn? Ein Mondstein. Ja, immerhin etwas. So. Immer das gleiche Problem. Pipi haben wir. Ein Pi fehlt noch. Ich glaube, ich habe da drüben da eins gesehen. Kann das sein? Ruckelt's auch noch im Baum. Ja, da sind Schmerzen, Kumpel. Jetzt ist aber nicht mehr da. Ist diese Peace. Ja, hallo Pipi, ich freue mich auch dich zu sehen. Hast du vielleicht deinen kleinen Bruder gesehen? Ich habe eine wichtige Frage an ihn zu stellen. Ist da Pi? Ist ein Pipi, das schläft?
Dann noch schwer zu sagen. Na, ist ein Pipi, super. Hä? Vorhin noch eins. Irgendwas gesehen, aber doch kein Pipi war. Mann, das ist doch nervig, hey. Und du kommst nicht so leicht hin. Das heißt, hier nach Peace zu suchen ist echt nervig. Und irgendwie irgendwo anders machen, wa? Scheiße, Mann. Okay, okay. Vergessen wir es ein anderes Mal. Muss ich halt da wieder mal Offscreen vorbereiten. Mit war mein Lieblingswort, war. Offscreen vorbereiten? Ja. Ein Inkognito. Madribi, männlich, weiblich, und Bronzel und Pipi. Ja, will noch ganz kurz eine Box ein bisschen auf Vordermann bringen. Sollten wir das P noch, wa? Ist das nicht sogar ein O eigentlich? Na egal. Naja, hier haben wir sehr viele Pflanzen-Pokémon sage ich schon. Feen-Pokémon natürlich. Die Feenbox sind momentan sowieso ein bisschen unterbesetzt, also ist das sehr, sehr gut. So. Pflanze wie Bounce. Bautz. Nicht Bounce, sondern Bautz. Hier auch noch ein paar Rotoms. Ganz kurz auch wieder nach oben. So. Die neuen, wie die Mamphaxos. So. Käfer haben wir da. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jo, passt, danke. Jetzt können wir zurückkommen. Aber das eine Pi in der letzten Folge, was wir gesehen haben, ja leider verschreckt haben, weil ich so spät geschnallt habe. Ah, diese Baby-Pokémon, ne? Das ist manchmal schon mühsam. Oh, ein Mondstein, stimmt, haben wir bekommen. Leistungskies. Felsen behalte ich mal noch. Legt er für den Donnerstein schnell ab. Leider direkt hier. Die Agentur steht immer da vorne, steht immer außerhalb des Hauses. Oder eine davon zumindest. So. 2 Mondsteine. Müssen wir mal gucken, für welche Pokémon wir die noch benutzen können und müssen. Einen kann nur für Pipi zu Pixie. Was sonst noch so? Neko gibt's nicht, Pummeluft glaube ich auch nicht. Nidora-Entwicklungen auch nicht, langsam nachher knapp. Ich glaube, Psyana nach Tara kann man hier nicht mit Sonnenstein und Mondstein entwickeln.
Bei gewissen Spielen geht das ja. Also ein Evoli im Sonnenstein gehen wir jetzt zu Psyana oder Evoli im Mondstein gehen wir zu Nachtara. Der Tanz der Pipis. Tja, da hast du ein paar verpasst. Habe ich gern getan. Und danke für die Köder. Die Bonbons, na komm. So, dann haben wir hier noch ein paar Fundsachen. Perfekto. Ich wollte ja jetzt vor allem die Aufläufe machen, genau. Also da ist die Quest, das sind die die legendären Sidequests. Weil hat aber gar keinen Bock drauf. Also machen wir weiter mit den Aufläufen. Also die Frage geht das in der Folge noch hin, ne? Mal schauen. Doch, dauert ein bisschen, wa? Die Aufläufe. Aber mal gucken, welche Region wir jetzt sind. Vielleicht kann ich mich vorhin noch schnell umziehen. Ah, Weißrussland, okay, dann passt sowieso. Jo. Ja, wir haben die Winterklamotten an, also kein Problem. Schnee in Hisui, Freunde. Schnee in Hisui. So. Das wären ja auch die letzten, wa? Aufläufe. Oh je. Was macht ihr denn hier? Wir sind hier, um mal zu sagen, dass die multiplen Aufläufe im Weißen Frostland ein bisschen anders ablaufen als die bisherigen. Schneestürmen zu geben. Okay. Ja, danke euch. Jo Mann, ey. Da sind wir mal 2 Teammitglieder. Ja, dann fragst du was Richtiges. So. Untersuchen, ja, aber nur mit Mamfaxos Hilfe. Mamfaxo, I need you. Mamfaxo! So, was haben wir da alles? Ich würde mal sagen, Nebula kann ich eigentlich außen vor lassen. Traumfugil klingt interessant. Das ist die Suizora. Kirlia, lass uns mal außen vor. Hier haben wir auch einen Zora. Schauen wir mal die hier. Pachirisu, weiß ich gar nicht mehr, wie viel ich davon überhaupt habe. Die 3 noch, hä? Okay. Ja, ein paar mehr gefangen, also insofern. Anno dazumals. Und jetzt werden wir sie einfach platt machen.
Du hast Zorua besiegt. Jo. Das haben wir. Im Gefangen. Ah, wobei wir haben erst 1 gefangen, war krass. Mit Namen gefüttert, aber auch schon ein paar. Okay. Den Rest können wir sonst mal versuchen zu fangen. Hä? Was macht denn der hier? Einen Niederdrach gesehen, okay. Könnt ihr. Okay, ist nur 1. Wo sind meine ganzen Dinger hier? Klebkugeln zum Beispiel. Mann, ist das kacke, wenn hier so viel los ist. Also meine ganzen Items hier völlig durcheinander geraten. Ah. Ja, natürlich. Jetzt reißt es mir ganz ehrlich. Wenn ihr unbedingt auf die Fresse haben wollt, kein Problem, können wir machen. Aber sagen, ich hätte doch nicht gewarnt. Was? Achso, ja, normal, stimmt, Entschuldigung. Ist Normalgeist. Da ist eine Unwitterattacke drauf, okay, krass. Ja, Entschuldigung, das war jetzt komplett mein Fehler. Ja. Und noch eine Unlichtattacke dabei, das... ja, jetzt wäre es jetzt mal praktisch gewesen, war? Unlichtmäßig was drauf zu haben. Okay, komm, ich muss sehr schnell durchmachen, Freunde. Jetzt gehen wir die Zeit flöten für alle 3 Aufläufe. Ja klar, so passieren muss. Zorak, okay. Zorak, du gehst mir auf den Sack, ganz ehrlich. Okay, die hätten wir. Sehr gut. Dann machen wir weiter im Text. Und zwar Ipachiri, weil ich nicht mehr sicher bin, ob ich die einen Hammer gefangen habe.
Noch ein paar. Alter. Huch. Sind noch stark die Viecher. Okay. In vielen Pokémon interessante Wahl, muss ich schon zugeben. Ach komm schon. Ach, der ist ja besiegt, scheiße. Nein. Ah. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Doch, Quatsch mache ich hier. So ist es. Ich mach einfach nur noch Quatsch, das kann's doch nicht sein. Ja, netter Versuch, kleiner. Ja, besser fließt du. Jetzt lach mal eins, ey, Alter. Was zum... Wenn man die alle fliegen, geht's wieder viel schneller. Oh, scheiß Sound. Ja, sind schon clever. Die wissen, dass sie keine Chance haben. Oh. Meine Aura-Salonen da runter geschickt. Ah, der scheiß Sound. Oh, der wagt es. So, wo ist noch eins? Da hinten. Das ist eigentlich schon krass, wie hier die Pokémon bedrohen, schon quasi hinterher rennen. In Stalken. So, der ist weg. Sehr gut. Dann Schnäppke, eigentlich auch. Der hat ein bisschen genervt. Kirlia wäre eine Option, ist aber zu weit weg. Nehme ich hier Arctip, komm. Ich weiß, hier ist noch ein Elite-Pokémon. Da muss ich jetzt leider drauf eingehen. Ein paar Arctip mehr. Schauen glaube ich nicht, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon eigentlich schon habe. Ah, wir haben sogar die Entwicklung da. Sehr gut. Dann mal ganz kurz checken. Also, den habe ich ja genug. Das heißt, die kann ich eigentlich auch besiegen. Das sind normale Eis-Pokémon. Da
könnte ich ihn bringen, da könnte ich Galagladi bringen. Oh, du bist ein großer. Oh, ist wieder weg, ey. Hey, Empoleon, du darfst mal ganz kurz hier. Ist cool. Tschüss. Scheiße, wenn man sich irgendwie anschleichen will. Oh, ein Eliteviech. Für ein Elite Arctilas. Warum eigentlich nicht? Dann mach ich doch mal mit der Hydropumpe, um mich zu schwächen. Oder direkt zu killen, wäre eine Option. Empoleon sich so cool in die Pose setzt, so, yeah, Mann, ich nässe dich ein. So, ein paar fehlen offenbar noch. Aber vermutlich ist es auch schon der letzte da. Aber es ist krass, wie klein dieses Arctilas war, wa? Wenn man sich mal das Arctilas, den König hier in dieser Region vorstellt, der war ja riesengroß. Und hier sagt er, sorry, so klein. Richtig süß schon fast. Aber eben nur fast. So, ein paar multiple Aufläufe hat es noch. Sind mir momentan aber gerade egal. So. Spezialangriff mache ich bei ihm jetzt mal nicht. Bei dir gibt es noch auf Initiative. Machen wir auf das, das ist auch sehr wichtig. Spezialangriff, natürlich. So, sehr gut. Sehr schön. Also, dann kurz heilen, Items ablegen. Was will ich sonst noch so machen? Zum Professor. Und dann zu ihm, um die Quest abzuschließen. Noch 21 davon. Sehr schön, sehr schön. Dann können die auch weg. Genauso wie die und die auch. Ja, dann kommen wir schon besser. Zuerst Pokémon gefangen. Sogar ein neues dabei. Der gute alte Arctilas. Pipi. Ja, Pi fehlte noch. Arctilas, Exemplar, schwere Exemplar, Anzahl vom Frostwallwind gesehen, Krafttechnik gesehen. Das kriege ich selber hin. Aber eben wie klein das ist. 1,38 Meter, alter Schwede. Und Zoroark, ja, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Noch Empoleon, kommt aber immer näher dran, auch mit der Hydropumpe. Der Krafttechnik, sehr gut. Pachirisu, Ursaluna.
Es läuft, Freunde, es läuft. Tja, Quest abschließen, würde ich jetzt mal sagen, wa? Am so. Leider kennen wir noch immer nicht den Grund für die multiplen Aufläufe. Nun, einen starken Partner an der Seite sind sie sehr gefährlich. Tja. Klingt gar nicht so verkehrt, wa? Und die Aufläufe im Weißen Frostland? Sehr gut. Jona, Michael, folgt uns doch bitte mal. Okay. Was passiert jetzt? Geiles, episches? Das ist der Ort. Wir haben genau den perfekten Zeitpunkt erwischt. Hä, wofür? Na, was sagst du dazu? Wunderschön. It's incredible. Das ehrwürdige Palki hat uns diesen schönen Ort gegeben. Das ehrwürdige Dialga schenkte uns die sich stetig wandelnde Zeit. Nur zusammen ermöglichen sie diesen Ausblick. Und wo ist der Herr der Natur und so weiter und so fort, hä? Ist diese Region in ihrer atemberaubend schönen Weiten Liebe. Hisui liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ja, mir mittlerweile auch, aber Sinnoh generell, obwohl das ja damals, ja, als die Vita Chain damals erschien mit Diamant und Perl, damals auf dem Nintendo DS, da gab es ja Probleme bis zum Geht nicht mehr. Hey, alter Schwede, wenn man da glitschen konnte und so weiter und so fort. Der Pokédex war eine Katastrophe. Leider dasselbe, der nachher in Strahlendiamant noch eine Perle übernommen wurde. Dafür Platin. Platin war so gut. Alles, was Diamant Perl schon gut gemacht hat, mitgenommen. Was Diamant Perl schlecht gemacht hat, verbessert. Ja. So ist es halt. Michael, war es für dich, all diese Forschungen durchzuführen? Es hat Spaß gemacht. Und tut es immer noch. Ich meine, okay, ja, jetzt sind wir... Nein, das ist jetzt Folge 112, ja? Das finde ich auch. Mein Neugierde ist so richtig aufgeflammt. Mamphaxo! Jona, ich habe gehört, dass ein Mamphaxo auf die multiplen Aufläufe reagiert. Ist mit ihm AWG alles in Ordnung? Das scheint ihm gut zu gehen. Ja, Pokémon sind nun mal wundersame Wesen. Aber es ist schon praktisch zu wissen, welche Pokémon sich an welchen Orten versammeln. Es scheint, dass er diese Welt weiter verändern wird und wir uns mit ihr. Bis sie eines Tages zu Sinnoh wird. Was denkst du, wenn Menschen und Pokémon im Hisui der Zukunft wohl so machen? Arena-Orden sammeln, Wettbewerbe austragen. Ja, beides. Arena-Orden sammeln. Es werden vor allem die Region umbenennen. Arena-Orden? Was ist eine Arena? Manchmal sagst du merkwürdige Sachen, Michael. Echt jetzt? Ich habe, glaube ich, zu viel Einfluss von Alola und so weiter und so fort. Da gibt es keine Arenen, das stimmt, aber trotzdem, das ist doch... Aha, man fordert dort also erfahrene Kämpfer raus, um seine Stärke zu beweisen. Und für einen Sieg bekommt man eine Auszeichnung. Das klingt toll. Ich würde gerne jemand sein, der Herausforderer einer Prüfung unterzieht. Und zwar mit Bestehen entsprechend belohnt. Was auch immer die Zukunft bringen mag. Wir können uns glücklich schätzen, in solch einer faszinierenden Zeit des Wandels zu leben. Das stimmt, vor allem, weil wir wissen zu dem Zeitpunkt hier Regionen wie Alola, Kanto, was war es noch, Ainal, die gibt's alle, die sind auch bekannt. Die haben auch schon ihre originalen Namen. Aber Sinnoh, beziehungsweise hier Hisui, ist wohl wirklich offenbar von all diesen Gebieten das letzte Fleckchen Grün, Erde, wie auch immer, was eigentlich noch komplett von Pokémon bewohnt wird und erst jetzt eigentlich auch von den Menschen und so nach und nach besiedelt wird. Und alles Neue ablehnen. Ja.
Du hast ja ganz schön viel Fantasie. Himmel gefallen bist, was? Ah ja, am Faxo. Sehr viel Sino für dich. Ach ja, Arceus, stimmt, da war ja was. Wir sollen alle Pokémon fangen und Arceus begegnen. Ups. Ein neuer Tag in Hisui. Funkelstein, Meistersamen, XP-Bonbon XL. Es ist so herrlich, Freunde. Es fühlt sich fast schon ein bisschen wie ein zweites Ende an, wa? Wo das wahre Ende, und sogar 2 wahre Enden kommen ja erst noch. Da ist ja das Verrückte daran. Wir kriegen noch ein Ende von der Post-Story. Dann gibt es noch einmal ein Ende, wenn wir Arceus besiegen, vielleicht sogar fangen. Mal gucken. Du hast meine Nachforschung gute Arbeit geleistet, Michael. Tut. Wärst du gut, mir zum Übung zu folgen? Bitte ein anderes Mal. Ich hab's zu tun, ich will die Folge beenden. Also muss ich 2 draus machen, aber keinen Bock drauf. Was ist jetzt passiert? Wenn du so eine völlig neue Art des Pokémon-Kampfs ausprobierst. Okay, was soll das für eine sein? Weiter gehst. Okay. Jetzt will ich neue Herausforderungen stellen. Das heißt. Hä? Was wollt ihr von mir? Ja, ich dachte, ich soll so hingehen und jetzt dem Typ wieder. Was? Pokémon-Kampf, Wettkampfpfad, Solo-Kämpferpfad, Pokémon wechseln. Okay. Das klingt interessant von. Das werden wir in der nächsten Folge uns mal genauer angucken. Wir haben neue Items bekommen. Okay. Jetzt zeige ich mal alle 3 hier ein bei ihr. Wow. Okay, leicht übertrieben. Jetzt wird sich Roserade das schwächste von den 6. Ich gucken, ob wir vielleicht Roserade auch noch austauschen. Naja, ist ein anderes Thema. Freunde. Wir haben viel erreicht in der Folge. Es sah auch episch aus. Es gibt natürlich auch neue Nebenquests wieder. Das ist auch klar. Ich glaube, nächste Folge werde ich erst einmal mit Hin nochmal sprechen. Mal gucken, was er jetzt da mit diesen Kämpfen hat. Wir machen auf alle Fälle jetzt wirklich mal mit dem Mythenjäger weiter. Ich weiß eben, es gibt neue Quests und so. Aber es gibt vor allem, wenn die Hauptquests gemacht haben, also auch die Post-Story durchhaben, gibt es eben auch wieder neue Quests. Und wir haben sowieso schon die Mehrheit durch mittlerweile. Es sind noch hier schon an Nummerierungen, da sind nicht mehr viele Plätze dazwischen. Sehr gut. Und ja, in diesem Sinne, sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal zu Pokémon Legend Arceus mit unserem doch coolen Team, vor allem Alola Vulnona. Der habe ich sehr viel Spaß. Also als Pokémon, ne? Kalaklati, ist auch nicht so schlecht. Tanukto, jo. Usluna ist natürlich sowieso eine Bank. Impolo macht sich auch gut. Mit Roserade, ja, mal gucken. Aber ansonsten ist eigentlich schon ein cooles Team, kann man nichts anderes sagen, wa? Also in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zurück bei Pokémon Legend Arceus. Bye.